Dass Schweine fliegen können, bezweifelt zwar ein bisschen, aber hey, hier bei The Witcher 3 würde mich nichts überraschen. Nichts. Vor allem nicht bei Blood and Wine. Hi Freunde, willkommen zurück in der heutigen Folge. Es kann nur einen geben, wir untersuchen ganz kurz hier die Sidequests. Und dann sind wir endlich durch. Also, ja, Sidequests hier, die erledigen. Dann gehen wir ganz kurz bei uns zu Hause noch vorbei. Genau, weil jetzt der Quadragramm abgeschlossen ist und dann noch Hexaufträge den. Da muss auch nur noch an Picknick teilnehmen, geht es sowieso schnell. Dann haben wir hoffentlich noch genug Zeit für die Manticore-Rüstung und den Rest davon zu machen. Und dann geht es hoffentlich endlich mal mit der Hauptstory. Also ich hoffe, dass wir die Hauptstory in der nächsten Folge hinkriegen. Weil, ich meine, klar, es ist auch die Quests, die Sidequests, sag ich jetzt mal, Nebenquests, Hexaufträge, was auch immer, sind natürlich auch spannend, interessant, keine Frage. Aber es sind nämlich halt schon nur, was in der Hauptquest weitergeht und ja, das ist natürlich auch die andere Gefahr. Also ich hoffe natürlich, dass wir alle Quests gemacht haben, die sonst, wenn wir die Hauptquest jetzt angehen würden, bereits, dass, ja, die Sidequests halt was noch möglich sind. Die folgenden. Also sprich, die nicht mehr möglich wären, haben wir bereits gemacht. So, fertig. Ich wandle auf dem Wasser. Genau wie... Wie wer? Wie ein Wasserläufer. Was dachtest du? Egal. Du hast wohl gemeint, dich kann nichts mehr überraschen, was? Irrtum. Das kann sein. Hallo? Hey, hast du eine Ahnung, wieso zum Teufel ich auf dem Wasser laufen kann? Klar weiß ich das. Ich wohne seit undenklichen Zeiten abgeschieden an diesem Gestade. Und ich kann die außergewöhnliche Natur des Sees bezeugen. Was ist so außergewöhnlich daran, abgesehen davon, dass man darauf laufen kann? Der See birgt ein wundersames Schwert in seinen Tiefen. Darüber wache ich. Nur wer über die 5 ritterlichen Tugenden verfügt, darf nach dem Schwerte greifen. Man sagt mir ja einiges nach, aber Ritterlichkeit, ich weiß nicht. Aber ich weiß. Denn ich weiß, wer du bist. Du hast bewiesen, dass du zu tiefem Mitgefühl fähig bist. Du bist ein Ehrenmann, wie viele bezeugen können. Du bist selbst bescheiden und anderen gegenüber großzügig. Deine Tapferkeit wird in Legenden gepriesen. Die Vernunft leitet dich, wie sie alle Weisen leitet. Du hast gezeigt, dass die 5 ritterlichen Tugenden in deinem Herzen wohnen. Dann gehört das Schwert mir? Ich kann es mir hochholen? Das Schwert gebührt der Hand deines Meisters. Du musst im Kampf über der Wasseroberfläche beweisen, dass deine Künste würdig sind. Bist du bereit? Alter, wie geil ist das denn? Es ist Excalibur! Nein, nicht ganz, aber du verstehst, was ich meine. Ich bin sowas von bereit. Ich bin bereit. Allzeit bereit. Dann zieh dein Schwert. Wow! Ach du Scheiße! Was hat denn der Typ hier drauf? Deine Meisterschaft mit der Klinge ist über jeden Zweifel erhaben. Und jetzt? Wer ist der Typ? Sieh nur, dein Eron nickt. Wir kennen uns schon. Gewiss. Auch der Einsiedler sagte, er kennt dich. Die Dame vom See. Das bin ich. Vergiss nicht, dass du ein Ehrenmann bist, der sich dem Guten verschrieben hat.
Deswegen hast du die Klinge bekommen. Nun trage sie. Und ich hoffe, diesmal verlierst du sie nicht. Leck mich am Arsch. Das ist jetzt wirklich die Dame vom See? Wieso ist die hier? Wait mal. Bin ich jetzt komplett bescheuert? Gemäß den Romanen. Also, ist es jetzt wirklich die Dame vom See? Kann gar nicht sein. Also, ich blicke an eine Dame vom See und Fischerkönig, aber nee, das kann nicht hier sein. Ich glaube, ich spinne. Das ist so episch. Einfach großartig. Ja, super. Kann man das Schwert, diese Magie weg? Ich darf wieder schwimmen, geil. Was ist denn das für ein krasses Teil, ey? Leck mich am Arsch! Jeder Schlag erzeugt Ladungen in den Schwertschirm um 10 erhöhen. Ladungen gehen im Kauf der Zeit sowie bei Lied Schaden verloren. Ein vollgeladenes Schwert bewirkt stets kritischen Trefferschaden. Der Schaden wird um 0 bis maximal 10 nach einer Stufe erhöht. Schwer getötet. Stufe 49, wir haben das sogar. Alter! Plötzlich Pfeile. Ich meine, klar, haben wir welche hergestellt, aber ich dachte, wir haben weniger. Manticore stark, ich kann es vergessen, ey. Ich dachte gerade, Manticore Silberschwert könnte ich nehmen, andere weg, aber nee. Ich bin durchaus für Manticore-Style, aber. Ja, Mann. Alter, was ist das für ein fettes Teil? Leute, wir haben das Master-Schwert der Witcherei gefunden. Naja, mehr oder weniger, aber versteht schon, was ich meine, wa? Yeah. Ich bin Link. Guck mal, das ist ein bisschen übertrieben. Wer ist das Teil schon wieder? Aerondikt. Bei der Macht von Aerondikt. Ich habe die. Gut, es reicht. Ja, was machen wir jetzt? Der Part ist viel schneller vorbei, als ich dachte. Leck mich am Arsch. Gut, wir gehen jetzt, machen weiter mit Großwildjäger. Ich glaube, das ist einfach nicht der. Ich bin gerade sowas von geflasht in allem Möglichen. Die ganzen Anspielungen auf die Romane und jetzt das auch noch und hast nicht gesehen. Ach, ist einfach nur alles schön. Oder ich jetzt die letzte. Also, ich überleg gerade. Am Schluss hat die Dame vom See gesagt, hoffentlich verlierst du sie diesmal nicht. Ich dachte zuerst eine Anspielung auf Ciri, aber kann man darüber nachdenken. Hat Geralt mal ein Schwert verloren? Zusammen mit der Dame vom See? Nee. Hä? Also entweder war es echt eine Anspielung auf Ciri oder ich interpretiere zu viel rein oder aber ich muss doch mal die Romane durchblättern oder irgendwas an der Stelle übersehen oder vergessen meinen dummen grauen Zellen. Alter, wir haben das mächtigste aller Schwerter. Also vermutlich. Ich will gar nicht wissen, wie mächtig das Teil bei New Game Plus ist. Doch, ihr will's wissen. Ich will sowas von wissen. Wissen. So, also wir können den Rest hier eigentlich alles noch... Moment, Mittag? Wann haben wir Mittag? Gut, ist ein bisschen später, ich hoffe, der ist trotzdem noch da. 2 Stunden später, komm, so ein Picknick dauert lange, wa? Ich habe immer schon davon geträumt, in den Norden zu reisen. Hallo. Unzählige faszinierende Geheimnisse. Pass auf. Die herrlichen Ja, Wiesen Herr. und die unberührten. Sowohl die Weibchen als auch die Männchen der Tausendfüßler von Beauclair sind exzellente Jäger. Die Tiere greifen meist rudelweise an, doch einmal konnte der Autor dieser außergewöhnlichen Arbeit ein Einzelexemplar in Angriffsbereitschaft einfangen. Man beachte den Jäger, der in vollem Bewusstsein der Gefahr und in aller Entschlossenheit auf den richtigen Augenblick zum Zuschlagen wartet. Ah, Geralt, da bist du. Wunderbar. Tritt näher. Wie schön, dich zu sehen. Ich habe ein kleines Geschenk für dich, das du nicht ablehnen darfst. Du kannst es natürlich verkaufen.
Aber es wäre mir eine Ehre, wenn du es bei dir zu Hause aufhängen würdest. Danke. Tja, und mir erst. Eine deiner Wachen im Lager hat mir von Clarissa erzählt. Es tut mir leid, dass sie einen Unfall hatte. Danke. Solch freundliche Worte bedeuten mir sehr viel. Wie geht es Clarissa? Sicher kann sie deine Rückkehr kaum erwarten. Damit sie ihre Geschenke kriegt, meinst du? Aber ich habe ihr schon 2 geschickt. Sie muss nicht auf meine Rückkehr warten. Auf dem Heimweg will ich durch Dol Blatana ziehen. Angeblich gibt es dort Sylvane. Stimmt. Ich kenne sogar einen. Er heißt Torg. Kann ziemlich niederträchtig sein, aber wenn der Preis stimmt, tut er alles. Wie schön. Danke für den Tipp. Bestell ihm schöne Grüße von mir. Du hast ja viele Freunde. Und sie sind ganz hingerissen von deinen Bildern. Oh, wer so viel Geld hat wie ich, der wird umschwirrt wie frisches Fleisch von Fliegen. Jeder Nieser, jeder Rülpser wird beklatscht und bejubelt. Sie sind nicht alle verlogene Kriecher. Das will ich nicht sagen. Nur die meisten. Leider. Warum lädst du sie überhaupt ein? Ich bin ein Mann des Geschäfts, das sich über jede persönliche Sympathie oder Antipathie stelle. Außerdem... Bisweilen stelle ich ein total missratenes Bild aus. Nur um mir anzuhören, wie sie sich überschlagen, um dieses Geschmiere über den grünen Klee zu loben. Je dringender jemand sich meine Gunst erwerben möchte, desto lauter preist er das Meisterwerk. Ein diebischer Spaß. Ja, wenn du meinst. Schön, dich zu treffen. Bis dann. See you later, Alligator. So, wäre auch das erledigt. Ja, ihr seht, wir kommen echt gut voran. Hexertrinken haben wir keine mehr, Schatzsuchen keine mehr, Nebenquests, die sowieso noch permanent, wie ich bereits gesagt habe, die eigentlich auch. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass sie jetzt, wenn wir hier weiterfahren, bereits weg ist. Falls doch, geht es bei New Game Plus weiter. Wenn die weg ist, kein Problem, machen wir sowieso erstmal New Game Plus, weil ich halt da meine besten Karten und so weiter brauche. Hier zu Diensten, da ist mir sowieso egal, auch wenn die nachher weg ist, geht mir am Arsch vorbei, ganz ehrlich gesagt. So. Deswegen, wie gehen wir jetzt genau vor? Ich meine, vielleicht erst noch zum Meister, wegen... Wo waren wir jetzt schon wieder? In der Manticore-Rüstung. Der war... Hier war, glaube ich, war. Genau, Großmeisterschmied, dankeschön. Gehen wir da hin. So, Dann gucken wir mal noch wegen der Manticore-Rüstung. Ein gut, die Viper-Rüstung sieht schon episch aus. Jetzt im Schwert würde eigentlich die Wolfsrüstung besser passen. Wenn wir schon mal so eine neue Hexenschule haben, warum nicht gleich auch ein bisschen zeigen, testen, mal gucken. Den Rest der Rüstungen, vor allem natürlich auch die Katzen und die Wolfsrüstung, Wolf sage ich schon, Greifen, Vipern und Bären sollen auch ziemlich episch aussehen. Ich will natürlich auch noch alles zeigen, aber vermutlich erst bei New Game Plus wird es doch ziemlich viel, naja, Material noch dafür benötigen und die vermutlich nicht mehr hier gut in Duvan zusammenkriegen. Vielleicht schon, vielleicht kann ich es am Schluss nochmal zeigen, so als kleiner Endpart quasi. Also sprich Abschlusspart vom Let's Play. Aber, ja, ist ja noch nicht so sicher. Bürger von Beauclair. Mein Herr fließt über von all der Sei gegrüßt. Oh, ne, der wollte gerne werden. Er hat es bereits erwähnt, er hat es bereits mal erzählt. So, reparieren erstmal die Ausgerüsteten, würde ich sogar sagen, obwohl. Doch, kostet nicht viel, geht schon. Was gegen Relikte? Relikte wird noch drauf. Okay, heißt also direkt mal, die Frage war zerlegen oder direkt verkaufen. Natürlich das Schwerter hier nicht, der ist klar. Das theoretisch könnten wir zerlegen. Rubinstab, Amethyststaub, wird sogar noch etwas bringen, wa? Da muss ich mir dafür hinblättern, sonst zerlegen. Ja, wird doch langsam Zeit, Freunde. Und von gewissen Waffen, ich meine, klar, kritische Trefferbonus und so, ist alles episch, aber manchmal muss man sich halt von gewissen Dingen
abbrennen. Stahlwaffe. Stärker als aktuelles, ey. Das ist auch krass. Aber klar, wenn du Stufe 48 dafür benötigst, ist natürlich der Rechenmeister ein bisschen stärker, aber kannst du daran noch upgraden. Ich soll das sowieso noch überlegen, aber unsere aktuellen Waffe, diesem, ja, quasi Excalibur, das irgendwie. Moment, Manticore-Hose, nicht das Falsche noch verkaufen, so. Die Hose habe ich auch. Der Oberkörper fehlt noch, da ist klar, dann fehlen mir noch die Stiefel. Die Schwerter habe ich ja beide neuen. Eigentlich schon witzig. Hier als explizit Großmeister, oder? Aber hier nichts von Großmeister, einfach nur Manticore-Stiefel fertig. Rüstung, auch die kann man noch zu Genüge. Wo ist die jetzt? Uns fehlen noch Zutaten. Die kann ich aber beide kaufen. Wisst ihr was? Die Meridianplatte kann man selber herstellen. Hallo? Tja, was brauche ich? Angereicherter Dimeritium-Baren. Mach ich selber. Wie viel brauche ich davon? Noch einer. Deswegen ist er teuer, war? Super. So, jetzt habe ich genug Münzen. Ich muss natürlich aushelfen, das ist klar, weil ich will, bevor ich da hochgehe, will ich die Rüstung haben. Also. Würdest du etwas für mich? Natürlich. Handeln. Haben wir noch irgendwas mit den Waffen? Da kann man natürlich nicht weg, da ist klar. Ja, können doch hier anfangen, wa? So, nominal maximal 2. Sieht doch schon besser aus, Freunde. Moment, was? Genau, kann ich selber herstellen. Zack. Magdeira Kyras. Wieso will man Zutaten? Hallo? Hätte er gerade. Moment. Hä, er hat doch gerade jetzt. Meteoriten, Silberbarren. Ja, komm, wo habe ich's? Was denn hier Silberbarren normal noch, wa? Das dauert und dauert wieder mal. So, wo war ich stehen geblieben? Ich brauche. Da fehlt noch eine, da fehlen noch 2 von denen. Oh, leg mich, wie lange das dauert. Ich habe sowieso nicht gedacht, ich hätte 2.
Bin ich jetzt gerade echt so doof, oder was? Ja, das sieht schon besser aus. Die haben ziemlich sicher noch gut zerlegen, wa? War mal lieber noch. So. Habe ich jetzt vielleicht langsam mal alles beisammen, was ich brauche? Meine Fresse. Also uns fehlt noch hier noch einer für die Meritium-Platte, wa? Gut. Da fehlt dann noch einer. So einer. Da fehlt ein Meritium-Erz noch. So, jetzt müssen wir aber alles beisammen haben. Oh. Hä? Gar keine angereicherte, sondern normale Meritium-Platte, oder wie? Ja, super. Machen Tools, ja, man sagt eigentlich aus und richtig hingeguckt. Nicht genügend Münzen. Ja, super, natürlich. Gut. Aber das andere offenbar gar nicht gebraucht. Kann ich das dann wieder verkaufen, was ich da hergestellt habe? Oh ja. Wäre halt trotzdem mal eine. War ja toll genug, ey. Also ihr merkt schon, auch hier haben wir ja locker noch genug von allem. Also locker, vielleicht ein bisschen übertrieben. Alter. Ah, schön, wo ist sie jetzt mal eine Rüstung herstellen? Dankeschön. Wiedersehen. Viel Glück auf dem Weg. Jo, danke. Tja, die eine Frage ist natürlich noch, soll ich auch... kann es gar nicht mehr irgendwie ausrüsten, wa? Also sprich verzaubern. Manticore Stahlschwert können noch verzaubern, okay. Gut, aber wie gesagt, vor allem ist sehr viel schwächer. Ausrüsten, Freunde. Manticore Oberrüstung, Manticore Stiefel, die Hose und die Handschuhe. Yes, man, Manticore Style. Jetzt habe ich halt 5 von 6, war natürlich nicht ganz optimal, weil eigentlich, wenn ich das Schwert ausgerüstet hätten wir 6 von 6. From One School. Genau, Fragestellung ist bereits, gut. Gelten auch bei Bomben. Die maximale Anzahl Ladungen für das Alchemieobjekt um 1 erhöht. Natürlich schon geil, aber so geht's ja auch. Sollen wir jetzt noch ausrüsten oder sollen wir damit noch warten? Ich denke mal, Oberkörper können wir, ja, die Rüstung selbst können wir verzaubern von Ophiri. Das ist genauso. Kein Master, ist doch scheißegal. Hier mache ich sowieso zu wenig, aber Gwen bin ich noch durchaus dafür. So. Der wird eben verzaubert dann. Die können wir nachher in die Box ablegen. Wie wir sie auch schon kennen. So. Was gebe ich jetzt hier? Chance auf Tammeln, Adrenalingewinn. Chance auf Verbrennen. Ist ja eigentlich schon mal ganz geil. Wir haben natürlich schon die großen. War natürlich einfrieren geht auch noch. Und betäuben. So. Das ist mal ein Hexer, wie er im Buche steht. Okay, das sieht nicht so episch aus mit der Wolfsrüstung, muss ich leider sagen. Aber was soll's. Ist trotzdem episch. Gut, bevor wir jetzt natürlich aufbrechen, haben wir gerade gefragt, sollen eigentlich die Frisur und so weiter noch ändern. Kam mir echt gerade die Frage auf. Ich könnte zum Turniergelände gehen. Ja.
Ja, vielleicht nicht unbedingt gerade die Frisur ändern, kann man momentan noch belassen, aber sicher mal noch ein bisschen Bart schneiden, genau. Dann sogar auf unser Weingut, danach gucken, wie es so ein bisschen aussieht und so weiter. Nachher natürlich auch, also wieder ein bisschen Rüstungen upgraden, Schwerter schmieden, schärfen, schmieden sage ich schon, natürlich schärfen. Und dann sind wir für die nächste Folge stark klar mit der Hauptquest alle zu machen. Ey, Alter, ist das geil. Ist das geil. Manticore-Rüstung plus das wohl geilste Schwert im ganzen Spiel. Oder zumindest im ganzen Add-on. Nur Spiel vielleicht auch. Willkommen, Hack. Ich brauche... Jo, Haare lassen momentan so. Ah, sehr besser. Sehr viel besser. Billig und wirksam. Es lebe der Manticore-Style. Yo. So. Dann ab nach Hause. Ja, wir müssen den Grottegarten bewundern. Nach Mitternacht ist auch schon bald soweit. Du hast mich mit dem Scheiß angeschrieben. Wo ist denn der Grottegarten? Ich habe eine Tochter, weißt du? Heiratsfähiges Alter. Ich habe eine Tochter, weißt du? Heiratsfähiges Alter. Okay, danke für, ja, die Merkung. Heiratsfähiges Alter, Willst du? Sehr gut. Das Bildaufhänger, was wir bekommen haben, die fragen natürlich wohl, wir haben gar nicht mehr so viel Platz. Doch, müssen auch ziemlich viel haben. Ja, hier vielleicht nicht mehr, aber noch ein paar Trophäen. So. Das Lager, natürlich ein bisschen ablegen hier, ist klar. Manticore Silberschwert braucht momentan nicht mehr. Ja, sieht doch echt schön aus hier mittlerweile. Ja, es hat sich doch gelohnt, muss man mal so sagen. Die fragen natürlich, wohin es mit unserem Schwert war. Wir haben... Oh, mal ganz kurz. Ich hatte doch jetzt hier... das hingelegt. Das ist natürlich noch irgendwie ein bisschen... ablegen. Haben wir hier wirklich ein paar Bilder und haben wir hier natürlich die Wappen noch. Da hinten zum Beispiel. Oh, achso, ja, natürlich. Oh, mal ganz kurz. Ah, ich bin doof. Nein, lassen. Viperngift, Silberschwert. Ich lasse die Waffen momentan mal noch so. Eigentlich müsste ich ja. Wofür ist denn selber das Geschenk von. Ja. Iris, das war so schwer. Die Waffe. Ja. Das Geschenk von ihm. Von Olgierd, dass er das eigentlich mitnehmen würde. Ja, gut, ich meine generell alles noch ein bisschen dekorieren besser und hier und da noch Waffenstände und hast noch gesehen, kann du auch später noch machen, gar kein Problem. Das Gröbsel ich jetzt gerade mal so noch machen, das Rüstungsständer. Sieht doch immer schön aus. Gehen die Renovierungsarbeiten gut voran? Sehr gut, Herr. Bei diesem... Langsam. Wie du willst. Wenn ich etwa... Da stimme ich dir... Waffenstände, Rüstungsstände, das ist alles hier, okay. Wenn es dir nicht... Natürlich, Herr. Wenn wir schon... Mit... Weißt du was? Ich beantworte... Danke. Ja, wahrscheinlich ist es soweit geil, wie es ist. Das heißt, ja, Waffenstände, Rüstungsstände können wir noch später also machen. Würde ich echt sagen, Freunde, wir sind ready for Takeoff, bereit in der Hauptsache zu legen. Wir sind hier soweit, ja, doch, würde ich echt sagen, wir sind soweit durch. Bereits also schon mal erwähnt, wie wir hier weitergehen wollen mit diesen 4 Quests. Das hoffentlich in den nächsten Parts noch. Hier momentan nichts mehr. Ich sehe auch sonst auf der Karte eigentlich keine Quests mehr, die irgendwie gerade aktuell noch dringend wären. Also das Gefühl, alle weiteren Quests kommen später. Natürlich haben wir hier und da noch Fragezeichen, sogar noch ganz viele.
aber die können hoffentlich mit der Zeit noch, da können wir noch dazu zugreifen, sagen wir jetzt mal so. Ist ja sonst irgendwie nichts mehr von Anschlagbrettern, die Gelbfähren mit neuen Quests. Nö. Wenn wir sagen, in diesem Part geht's endlich weiter mit der Hauptstory. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, Freunde, und bis zum nächsten Part mit unserem epischen Manticore-Hexer. Mit dem epischen Mega-Silberschwert sowieso. Die Monster der Welt können sich auf was gefasst machen. Bis dahin, ciao zusammen.